Haut 4. Adventssonndech gräessen sich aus der Kirch vu Stängefort, méiwer dro Funheit Sondesmass. Et sangen Chorallen St. Cecil Stängefort an hohen Klengbetten. Dirigentin ass José Ann Mangen, Organist den André Scheuer. Hier spielt als Entrée une jeune Pucelle vom Dandrieux. Duno sangemar, wir warten auf das Licht vom Heizmann. Schutzengelmesse vom Nemmers, Préparer le chemin vom Berthier, Bethlehem hörst den Heiland du aus Tirol, Pain des Merveilles vom Scuarneck, an als Schlusslied Freue dich Welt von Händel an Heizmann. Dögel spielt als Sorti nun jauchzet all vom Karl Peter Schiller. Masket gehalen vom Pater Nico Turmes, Curé Moderateur von der Point Eichstal, Saint-François et Sainte-Claire.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Leif leid alle Guten, hei an der Kirche und auch daheim bei der Television. Wir feiern de Morgen Mass vom 4. Adventssonntag. Wir immer feiern, will wir uns dem Herrgott so vertrauen, wie wir sind. Mit all dem Guten erscheinen, aber auch mit dem Schweren und mit dem, was uns bedrückt. So kann Jesus wirklich den Weg mit uns gehen. So kann ihn auch wirklich an das Feld von Haut geboren gehen. Jesus hat sich Maria und Josef vertraut und durch sie alle Menschen. Wenn wir als Schuld bekennen, vertrauen wir als Jesus an so ein Dummerter him Merci für sein Vertrauen agitverrehen von uns. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Denn seine Liebe, allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlass uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Guter, ewiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden am Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, dein Sohn, unser Bruder, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem 2. Buch Samuel. In jenen Tagen, als König David in seinem Hause wohnte und der Herr ihm Ruhe vor all seinen Feinden ringsum verschafft hatte, sagte er zu dem Propheten Nathan: Ich wohne in einem Zelt aus Zedernholz, die Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt. Nathan antwortete dem König: Geh nur und tu alles, was du im Sinn hast, denn der Herr ist mit dir. Aber in jener Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan: Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm: So spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne. Ich habe dich von der Weide und von der Herde weggeholt,
du Fürst über mein Volk Israel wirst. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du auch gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor deinen Augen vernichtet, und ich will dir einen großen Namen machen, der dem Namen der Großen auf der Erde gleich ist. Ich will meinem Volk Israel einen Platz zuweisen und es einpflanzen, damit es an seinem Ort sicher wohnen kann und sich nicht mehr ängstigen muss und schlechte Menschen es nicht mehr unterdrücken wie früher und auch von dem Tag an, an dem ich Richter in meinem Volk Israel eingesetzt habe. Ich verschaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Ich will für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein. Dein Haus und dein Königtum sollen durch mich auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron soll auf ewig Bestand haben. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Hause Davids stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Liebschwestern und Brüder, die Verkündigung um Maria, eng unglaublich Geschichte. 3 Wörter aus diesem Evangelium stechen besonders viel, an die will man mit bedenken. Fährt nicht. Wie soll das geschehen? An für Gott ist nicht unmöglich. Für dich also fährt nicht. Das Wort fährt nicht fanden wir 365 Mal an der Bibel, so dack wie dich am Jahr geht. Alldach sieht Gott eis, fährt nicht. Et gëtt wie reis Christe kein Grund, Angst zu hun. Man brauche nicht zu fährten, nicht für Gott, jo eigentlich für neicht, a für keinem. Am Alten Testament sieht Gott ganz dack zu seinem Volk, und auch zu einzelnen Personen, fährt nicht. Schon do, an nach mehr deutlich am Neuen Testament, seht ihr den Menschen immer dass hier do as, für sie do as. Und du weinst, brauche deis nicht bang oder unheimlich zu gehen, a schon glad nicht für unheim. Dat weist hier nicht zuletzt dadurch, dass ihr selber als klenkt, wehrlos kannt an des Welt könnt, und nicht als mächtige Kinnig, geschweige nach als brutalen Feldherr. Ob manche Kirchenportaler steht geschrieben, ob Latein, terribilis locus iste. Das ist ein furchtbar Platz. Eigentlich eine greisliche Inschrift, sie stammt aus dem Alten Testament. Me furchtbar, terribilis, mengt etwas ganz anderes wie Haut. Die Inschrift will invitieren, dem Herrgott mit Ehrfurcht, mit Respekt zu begegnen, an ihn zu urchten, ihm eher a Wertschätzung, also Gottes Furcht, entgegen zu bringen. Das ist etwas ganz anderes wie Angst für ihn zu haben. Erschreckend kann ihn nur aber möglicherweise doch, weil Gott so ganz plötzlich, unugemeldet und unverhofft an Leben antritt. Da geht Maria nicht ernst wie Eis. So wie hier mut Gott doch Eis manchmal Sachen so, die man Eis selber so nicht rausgesicht hätten. Eng Lebenssituation, eng Krankheit, eng Begegnung, Umstände, jo Eis egen Schwächten. Aber immer sieht Gott doch Eis so, fährt nicht, ich sie bei dir. Das zweite Wort, wie soll das geschehen? Maria friet no. Den Herrgott überdubert, forciert sie nicht. Ihr wollt Maria nicht als unmündigt Instrument. Maria gebraucht ihre Verstand, erfried, wie soll das geschehen? Ganz so leicht zu verstehen, als es ja nicht, was hier do proposiert geht. Obwohl sie nach mat keinem Mann verkehrt tut, an doch nicht bis zur Hochzeit machen soll sie erkannt kriegen. Dass das nicht gehen kann, als wie all normal denkende Mensch klar. Dafür friert sie no. An durch ihr Nofrohen tritt die gemachten Offenbarung mehr deutlich auf vier. Den Herrgott expliziert sich. Wie sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, wie sich mit der Heiligen Schrift auseinandersetzt, der wird mit mehr tiefen Erkenntnissen reichlich beschenkt gehen. Mit Ansichten, Erwürrichten, die ihr nicht tut, wenn ihr just flüchtig hinguckt oder just ob den ersten Eindruck geht. Nein, der Sach ob de Fong gehen. Wie soll das geschehen? Gott bedingt sich der Nofro vom Mensch, für nach mehr für sich preiszugehen und zu revelieren. Das war bei Maria so, und das gilt doch für Eis. Du wennst dürfen, ja muss man wie Maria nur fragen, wie soll das geschehen? Wie soll das geschehen, wo ich mich auch immer irren? Gott tut mir ja den Verstand gehen, die fähig ist, die Funktionäre von der Welt, dofle vom Leben zu bedenken, zu viel zu denken und zu planen. Wie soll das geschehen, frage ich mich, wenn ich die Versprechen vom Evangelium mit dem vergleichen, was ich tagtäglich an der Welt erleben und aus den Medien hören.
Epidemien, Krieger, Streit, Ungerechtigkeit, Feindschaft, Not, Leid, Krankheit. Wie soll das geschehen, dass dort Himmelreich entstehen erwussen kann? Ich kann mir das nicht vorstellen. An diese Situation heran gött den dritte Satz gesot, den ich mal dich bedenken will. Für Gott as nicht unmöglich. Ferne Vertrauen schwätzt aus dem Satz. Für Gott as nicht unmöglich. Wie Kleinkant glewig bei sein Pap herabguckt, an der Hoffnung, dass hier in die futtise Velo Bericht machen kann, so darf noch mir bei dem Pap am Himmel herabgucken und zu ihm soen: Pap, für dich as nicht unmöglich, hilf eis. An dem Satz, für Gott as nicht unmöglich, sticht dat ganz Vertrauen, dat ma an den Herrgott dürfen hun. Ihm alles zu überlassen, aus eiser Hand alles a sing Händ zu ginn, da das ein Akt von echtem Glauben a von Zuversicht, dass Gott eis beisteht, an noch nicht Unmögliches von eis verlangt, eis nicht zumut, wer eis Kräften übersteigt. So am Evangelium. Maria heiert den Satz, wie sie gefroht gött, Mam vom Jesus zu ginn. Für Gott as nicht unmöglich. An da kindet aber ob Maria un. Wie die Weltgeschichte weitergeht, dat leid lo an ihren Händen. Lo leidet bei hier, ob Gott bei den Menschen kommen kann oder nicht. Wie wird sie reagieren? Was wird sie soen? Ihren, ich bin doch gar nicht würdig. Oder, dat do passiert mich, dat das nicht für mich. Oder sogar, nee, merci, dat will ich nicht. Maria aber seht, guck, ich sind Dingerin vom Herr, mir soll geschehen, wie's du et gesot tues. Eglik, lo kann Gott Mensch gehen, an de Jesus gött geboren. Lo kann Geschicht ihre Lauf holen, als sie gött zur Heilsgeschicht. Da Maria het Schlusswort op de Message vom Engel ass, dat sie awilligt, het Afverständnis gött, sich Plan vor Gott zu bedeligen. Zugleich as es den Ausdruck von ihrer Erwartungshaltung. Maria erwartet, dass wirklich geschieht, was den Engel hier sieht. Sie erwartet, dass Gott zu seinem Wort steht, a wirkmächtig Gott an ihrem Leben. Was bedeutet diese Erwartungshaltung von Maria für eis? Was können wir von ihrer Haltung an eis eigen Glaubensleben überdrohen? Auch wir dürfen uns darauf anstellen, dass der Ruf von Gott überraschend an eis Leben tritt. Was ihn dann erwartet, als groß Vertrauen, an eis Bereitschaft, auf sein Ruf zu lauschen. Was noch erwarten darf, hier an mir, als dass hier selber eis durchaus etwas zumut, dat den eis aus seiner Komfortzone raushält, und dass es so Entwicklung, Wohlstem, a Fruchtbarkeit an eisem Glauben, an eisem Leben möglich sind. A wie Maria, der für mir vom Herrgott treu zu singen Wort, an noch Wirkmächtigkeit singerseits erwerden. Wir dürfen ihm zutrauen, dass noch mit eis Pläng von Heil a Rettung verfolgt. Los mal also obsehen für dat Neid, so wie hier an der Menschwerdung, der Inkarnation von seinem Jung, etwas völlig Neids an Einzigartiges gestartet wird, nämlich hier wird wo nicht geholl, Matzen innert Eis. Liebe Brüder und Schwestern, die 3 Wörter aus dem Evangelium von der Verkündigung um Maria können uns helfen, mehr tief an das Geheimnis von Gott und an die Feier von Christtag heranzuwurzeln. Fährt nicht. Wie soll das geschehen? Für Gott ist nicht unmöglich. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gott, eise Pap, wir brauchen dein Licht für eis Welt, den Orientierung für eis Leben. Am Vertrauen, ob den lebt, a Gutheit werde mir. Für die viel, die in der Krieg a Gewalt leiden, die enttäuscht a couragiert, die lang a Verstoß sind, die Hunger haben nach einem guten Wort, die an der Deichstadt a Verzweiflung leben, gefinnen Kraft für einen neuen Anfang. Herrgott, Heierreis. Encouragiere all die wichtige Entscheidungen treffen müssen, sich auf neue Wehr anzulassen, und weis hin Lesungen, die den Menschen an alle Krisengebiete das Leben erleichtern. Herrgott, Heierreis. Hol eis verstorben bei dich, und trägt all die den Leben Mensch trauern. Herrgott, Heierreis. Prions pour la paix dans le monde, afin que soient épargnées aux populations innocentes de nouvelles épreuves et de nouvelles larmes. Prions le Seigneur. Prions pour nous tous ici rassemblés et pour toutes les intentions que chacun d'entre nous porte dans son cœur. Prions le Seigneur. Gute Gott, stärk eise Glaven, los eis mat alle Christen durch dat Welt, zeie sie von Dingem Reich, Reich vu Frieden a Freiheit, von Erbarmen, Gerechtigkeit erlebt. Dorums bete mir durch Jesus Christus, eise Bruder an Herr. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir legen die Gaben auf den Altar, heilige sie durch deinen Geist, der mit seiner Kraft
die Jungfrau Maria überschattet hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und deine Erbarmen zu preisen. Denn schon leuchtet auf der Tag der Erlösung und nahe ist die Zeit unseres Heiles, da der Retter kommt, unser Herr Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Jo, du bist herrlich, Herrgott, von dir könnt all Helligkeit, dafür beten wir dich. Macht es Goven herrlich durch dein Geist, lose für Eis zum Leib und zum Blut gehen, von deinem Jung, unser Herr Jesus Christus. Den Abend, wo hier vor Rode gouf, wo ein Tod auf sich geholt, da hält ein Brot an sein Hand, seht ein Dankgebet, ein Brüstbrot, regnet seine Freunde, seht, holt an erst alle gut davon, dat hei als mein Leib, öget hergehen für euch. Nom Essen hält noch die Kirche, seht ein Dankgebet, riecht die Kirche singe Freunde, seht, holt und trinkt alle Guten draus, dat heißt die Kirche mit meinem Blut, Blut vom Neuen an ewigen Bund, et fließt für euch an die Philaner, für das Sünde verziehen gehen. Macht es als mein Undenken. So feiern wir, Herrliche Pap, dünn denken von einem Jungen, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und so offern wir das Brot vom Leben an die Kirche von der Erlösung. Wir sagen dir merci, weil du uns berufen
für von dir zu stehen, an dir zu denken. Wir werden dich, los als Teilholen Leib an dem Blut von Christus, dat wir ein gehen durch den Heiligen Geist. Denk an den Kirch euch dat Welt, los sei völlig, wo es an der lebt, zu summen mit diesem Papst Franziskus, als Bischof Jean-Claude, singen Weihbischof Leo, mit den Geistlichen, an all denen, die am Ding stehen von Dinger Kirch. Denk an all als Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind, an der Hoffnung, dass sie oberstehen, und an all die anderen, die an Dinger Not gestorben sind. Hol sie op bei dich an dein Licht. Pap, erbarm dich also all, schenk uns ewig Leben mit Maria, der Heilige Gottesmam, mit Heilige Josef, mit den Aposteln, an all denen, die Gnot von tun bei dir, sind dort Welt besteht. Mit ihnen all, los als die Schlürfen an Ehren, durch der Jung Jesus Christus. Durch ihn, Amatim, an ihm, dir, allmächtiger Pap, an der Einheit vom Heiligen Geist, all Herrlichkeit an ihr, allo an immer, an ewig. Amen. Wenn wir zusammen das Gebet bitten, was Jesus als selber gelehrt hat. Das Zeichen, mein großes Familie sind, können Kammer abkommen, an sich die Hand gehen. Eise Pap am Himmel, dein Umschiff geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Gib uns auch dein tägliches Brot, verzeih uns als Schuld, wie wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Führ uns nicht an Versuchung, wie mach uns frei vom Wesen. Weil dein das Reich und Macht und Herrlichkeit für immer und ewig. Papa im Himmel, du seist dein Frieden geschenkt, an dem du Jesus geschenkt hast, den so unhält, wie wir sind. Mach das Herz auf, für den Frieden uns zu holen, und geweist Kraft und die Courage, dein Frieden für uns zu schenken. Dem Herrgott sei Frieden, sieft mit ich all. Können wir uns ein Zeichen vom Herrgott singen Frieden geben. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Was
Lasset uns beten. Guter, ewiger Gott, du hast uns in diesem Mahl das Heil zugesagt und uns schon jetzt Anteil daran gegeben. Lass uns das Kommen deines Sohnes in Freude erwarten und mache uns umso eifriger in deinem Dienst, je näher das Fest seiner Geburt heranrückt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Der Herr sei mit euch. Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines Sohnes geschenkt. Er segne und heilige euch durch das Licht seiner Gnade. Er mache euch standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in Werken der Liebe. Die erste Ankunft des Erlösers sei euch Unterpfand der ewigen Herrlichkeit, die er uns schenken wird, wenn er wiederkommt auf den Wolken des Himmels. Es gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Könnt ihr an der Fried, am Frieden vom Herrgott gehen. Wir und d'Eucharistie gefeiert mat der christlicher Gemeinschaft zu Stengefurt. Hauten Ovent, Helligowend, ginn Christmetten aus der Kathedral iwwerdroen, anzwer 22:30 Uhr, 11:30, zeitgleich op allen übliche Kanäle, DOC, RTL 2 an kathol.lu. Meier Christdach iwwerdroen dieselwicht Kanäle 11:30 Mures, 11:30 Pontifikal Mass och aus der Kathedral. Den Dock uschließend de Popstsegen Urbi et Orbi vu Rom a Lützeburger Spruch. Ich wünsche nicht nach ein gut Vierberedung op Christfest. An los schalte mal zurück an den Studio.